Es geht weiter. Erschüttert eine ihrer Fabriken. Immer heiter? Was war das gerade? Ein Alter. Feuer ist ausgebrochen. Hä, schon wieder? Ruf die Feuerwehr. Ich hole Wasser. Kann mir gerne mal einer erklären, was plötzlich hier los ist, plötzlich alles in die Luft fliegt. Ich wollte gerade, bevor das Ganze wieder gestartet ist, die Folge wollte gerade hier reparieren. Was passiert, fliegt da alles in die Luft. Das Problem ist, ich kann nichts machen mit dem Wasser, Freunde. Ich habe hier Wasserpumpe schon alles aufgebraucht. Es geht nicht mehr. Wir sind halt hier auf das Wasser so angewiesen. Und ganz ehrlich, sicher schon über 100 Folgen lang ist hier nichts mehr passiert. Jetzt plötzlich denken die, jo, sie müssen jetzt halt wieder sogar alle anfangen zu brennen. Komm, scheiß drauf, komm. Das Spiel will es so, das Spiel kriegt es so. Wir müssen hier schauen, wie wir weitermachen. Und zwar dringendst. So. Nice, die Dinger kommen auch alle weg, komm. Muss ja alles ein bisschen anders aneignen, anbauen, optimieren. Bekomme eine Baumschule, vergiss es, noch nicht jetzt. Mehr Segel. Ja, warum auch immer. Beeinflusst alle Tuchschneidereien. Die kann ich schon mal reinpacken. Punschweberei und Hutmacherei. Die beiden sind natürlich sehr gut. Damit das funktioniert. Moment. Jetzt müssen wir hier echt mal ein bisschen gucken. Natürlich, kommen Sie zu uns. Stoppt die Produktion. Erstmal alles anhalten, alles erstmal gucken, was müssen wir genau tun. Ja? Das sind die Kautschukplantagen, okay. Frage an die alte Welt. Muss ich hier Kautschuk noch irgendwie was optimieren oder reicht's euch? Ich habe keinen Bock mehr auf Kautschuk. Kautschuk ist aktuell gut, okay. Ich muss da eigentlich nicht mehr groß was optimieren. Hier, die rennen auch noch was mit Kautschuk, was ich nicht ganz verstanden habe. In einer Route. Der hier. Also irgendwie produziere ich vorne der Fund offenbar Kautschuk. Okay. Da bringen wir nicht mehr so auf dem Schirm, aber egal. Was ich auf dem Schirm habe, ist folgendes. Wir brauchen überall Konsumgüter, und zwar Ponchos und Melonen. Das sind Bananen, müsste ich auch dringend nochmal angucken. Das ist das Problem mit dem Fischöl. Weil ich hier natürlich jetzt 1 oder 2 zu viel habe, kann ich noch mehr Fischöl irgendwie anbauen, das geht nicht. Und ich muss in den Küstennähe bauen, andererseits muss ich hier auch den Ölhafen bauen, weil sonst klappt es auch nicht. Und wir haben noch die Insel hier. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Ich bin Baron. Landnahme stünde allein mir zu. So. Die Bewegung braucht neue. Wir zählen auf dich. Ich wollte eigentlich eher mal ein Linienschiff, dankeschön. Neue Befehle? Ja, bitte, und zwar, da wir haben hier genug Waren, geh bitte mal hier hin. Wie sieht es mit Diplomatie aus? 41 runter, das ist natürlich heavy. Ich brauche keine Almosen, aber geben Sie her. Ja, aber ist halt so, wir haben eine Insel geklaut, deswegen ist natürlich jetzt sauer. Da teilen wir wohl die gleichen Ansichten. Okay, muss die kleine Insel fürs erste Mal genügen. Wo wieder was? Ah, von hier. Ja, noch ein paar Materialien verschicken, aber oder verschieben, aber scheiß drauf. Da unten, der hätte gerne dann kriegt das auch.
Plötzlich viel mehr Eisen. Einfach nur wegen dieser einen Produktionsstätte da. Oder wir haben viel weniger Stahl mittlerweile. Krass, was die ausmachen, Mann. Nähmaschinenfabrik. Wir können jetzt natürlich auch mal ein bisschen beobachten. Die Menge trotzdem noch ausreicht. Die Türe machen wir ein bisschen Sorgen, aber okay. Ja. Melonen. Also, by the way, auch ein bisschen. Pelzmäntel. Wir müssen die Schwachen schützen, wenn sie die offene See passieren. Ja, Moment. Nähmaschine ist zwar gut. Also, der ist ein unterwegs, das passt dann so für mich. Tu es jetzt, solange der Mond auf den Fluss herabschaut. Deswegen haben wir schon gewundert, warum sie plötzlich darauf reagiert hat. Lotto bereit. So. Und hier schon mal 2 Linienschiffe. Einfach Kriegsschiffe. Ja, vor allem, weil es gar kein Kriegsschiff ist, aber ist egal. Huch, was ist hier wieder mit den Bananen los? Bereit für den Gebäude Einsatz. wurden zum Raub der Flammen. So. Ich hoffe, beruhigt es mal eine Weile. Bezüglich Feuergefahr und so. Pass auf meine Leute auf. Sie sind alles, was ich habe. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Also, was ich eigentlich noch sagen wollte, theoretisch auch hier. Mit Fischöl und so kann ich theoretisch hier auch aushelfen, aber will ich jetzt nicht unbedingt, weil ich habe auch einen Platz extra für die Perlen, die ich jetzt bereitgestellt habe. Dann kann ich hier auch machen, ne? Und Mais sogar auch noch, okay. Achtung! Gut, dann haben wir den Admiral Pharao. Oh. Ups, nee. Den machen wir noch. Dann geh doch bitte mal da hoch und gucken, was du hier machen Volle kannst. Segel! Weil seien wir ehrlich, Freunde, Fischöl kann ja hier kaum was machen. Unsere Handelsbeziehungen sind beendet. Ja, es tut mir natürlich jetzt leid zu hören, vor allem jetzt geht mein Ruf wieder runter. Andererseits hat er mit ihm eigentlich nie Krieg, also insofern. Sie haben da etwas für mich, nicht wahr? Bei dir erscheint alles so einfach. So viel Güte macht demütig. Mhm. Kannst du jetzt so rückblickend fragen, war es nicht doch ein Fehler, die Insel zu übernehmen statt der anderen? Die vermutlich wesentlich klüger gewesen wäre. Es ist jetzt halt so, wie es ist, Freunde. Kann ich nichts machen. Oh. Den wollte er gar nicht. Hatte ganz kurz verklickt. Wenn ich schon mal da bin. Kurs gesetzt. Weil ich ursprünglich ja die Insel oder die hier nehmen wollte. 10, 20, 30, 40. Nee, ihr könnt sie gar nicht kaufen. Wird gar nicht mehr gehen. Ja, und außerdem, es wäre echt eine verdammt große Insel. Ja, wobei. Andererseits wäre natürlich auch geil. Aber so ein paar Arbeitskräfte. Haben wir so geschenkt. Für die Insel hier. Ja, Hier ist halt echt die Frage, lohnt sich hier überhaupt da was zu machen? War es hier ein Fehler, dass ich hier die Fruchtbarkeit angepasst habe?
Sprich, hätte ich nicht vielleicht die Fruchtbarkeit woanders anpassen sollen, weil eben Perlen, also quasi Perlen hier oben gemacht hätte. Und eines müssen wir uns bewusst sein, Freunde, ich habe jetzt hier, versuche gerade ernsthaft gebackene Bananen für 3 Inseln zu produzieren. Ich glaube, das kann ich mir abschminken. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Das war zu ambitioniert, wollte ich irgendwie was... So viel stärker. Das darfst du nicht. Wollte was versuchen, was jetzt funktioniert. Wenn auch ein anderes Problem ist, dass ich halt mehr Fischöl und Bananen brauche. Vielleicht den Mais und die Kaffeebohnen für die Tortillas. Nee. Okay, das war ein Versuch, wo ich jetzt aber sagen muss, sorry, da habe ich mir ein bisschen was vorgemacht. Also lassen wir das. Ich werde zwar weiterhin noch für die Insel... Es mangelt an Arbeitskraft. Kann man es theoretisch machen. Warte mal. Fischöl und Bananen. Ja, aber ich kann hier das halt nicht herstellen. Bei Prosperity habe ich ja Bananen, das heißt, ich kann sie eigentlich selber versorgen lassen. Okay, versuche das mal so. Also einfach Bananen herstellt für die Insel selber, plus für die anderen. Tortillas können wir nach wie vor für alle machen. Das müsste, glaube ich, auch so weiter noch funktionieren. Wir haben eine ganze Mengen und so. Ganze Mengenangabe. Das heißt, Fischöl müsst ihr wieder selber produzieren für euch. Und später auch für die Perlen. Ob man eigentlich Perlen überfahren darf. Wie viel brauche ich später, wa? Indem ich schaffe es nochmal, das zu switchen, dass ich es quasi hier oben machen kann. Ich kann es gar nicht mehr erforschen, die Fruchtbarkeit ändern. Nee, keine Chance. Ich meine, ich kann es mal reinpacken in die Warteschleife. Das kostet mich halt trotzdem 20.000, also müssen wir erst einmal die Entwickler so vorantreiben. Trotzdem kann ich ja schon mal Bananen. Ich kann einfach mal gucken, wenn es überhaupt schon mal gehen würde. Mehr als bereit. Erstmal so versuchen. Und nicht eine neue Welt irgendwie über Nacht verändern wollen. Nee, nee. Da habe ich es jetzt richtig gemacht, dass... Nee, habe es eben noch drin. So. Jetzt mal darauf verzichten, mal gucken, ob das so funktioniert. Wie gesagt, für 2 Inseln halt. Okay, abgeladen habe ich's. Jetzt. Kann ich eventuell den noch verschieben? Warum kann man eigentlich das Gebäude hier nie verschieben? Kann man das mal einer... Doch, geht ja. Ich habe nichts gesagt. Denn ich sage ja nie etwas. Das hat sie wieder mal total scheiße ausgenutzt. Ich kann es leider nicht ändern. So. Fischölfabrik, das funktioniert schon mal. Dann habe ich hier nochmal 3 Stück davon.
Bin sonst großer Fan von diesen Panorama-Effekten und so. Momentan geht es mir ein bisschen auf den Sack. Hier schönes. Ah, Gold verkommen. Ja, aber 4 Goldminen, das war ja der ursprüngliche Gedanke, deswegen wollte ich ja die Insel hier haben. Damit wir schon mal mit dem Gold ein bisschen vorbereiten können. Alles klar, alles klar. Aber jetzt... Nochmal drüber schauen? Okay. Was hast du ein schönes? Zufriedenheit. Reizvolle Insel erworben. Uns etwas vor. Ist gekauft. So, jetzt geht's da. Ja, Lagerhaus nicht in Reichweite. Ich weiß, da kommt sie auch schon. Ganz ruhig, Freunde. Ich muss leider nochmal zurück, Kumpel. Wir haben ein bisschen wenig Baumaterial. Ups. Echt, die Insel jetzt natürlich... Warte mal, jetzt haben wir 4, 7. Ne, Tortillas nicht, das will ich nicht hier machen, aber die hier. Fruchtbarkeit, das haben wir, für den Hafenbereich, okay. Ja, das heißt, wir können theoretisch 7 Küchen hier bauen. Können wir theoretisch schön hier auflisten. Hier wird auch gehen. Ja, der wird auch nicht ganz. Es mangelt an Arbeitskraft. Was du nicht sagst, Kumpel. Auch ernsthaft. Ein bisschen verschieben, damit es auch schön aussieht. Ihr wisst ja, das Auge spielt mit. Das ist der Spruch eigentlich. Weil was soll das Auge sonst machen? So. Und das ist alles noch die erste Stufe, dürfen wir nicht vergessen. Die Frage ist überhaupt, klappt das so? Oh ne, warte mal, wird sowieso nicht funktionieren. Moment, Denkfehler, In die Takelage! Ich mache einen Denkfehler, und zwar keinen schlechten. Und zwar geht es darum, unsere neue Insel hat ja 200 von jeder Arbeitergruppe. Das heißt, beim Gold ist es wirklich so, da brauche ich die hier. Also sie quasi. Mit den anderen Feldern sieht es natürlich ein bisschen anders aus, vor allem mit der Küche. Setz dich lieber in den Schatten, Chef. Ich brauche 25. Bei Bananenfeldern brauche ich nur 5. Was wäre alles, wenn ich hier oben gar nicht die Küche mache, sondern ich baue hier nur die Bananenplantagen und Fischölfabriken. Und kann die hier damit dann nachher wieder abreißen und dafür gegen Kaffee oder Maisplantagen und so weiter austauschen. Mehr als Das wäre auch keine schlechte Idee. So, ich brauche vor allem Holz und Ziegel. Segel setzen. Das wäre keine schlechte Idee, das könnte man so machen. Dann spielt es gar nicht die Dinge hier bauen, die Küchen, also die Küchen hier außen vor lassen, wortwörtlich. Und wirklich nur die Materialien Eine produzieren. Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Natürlich, wie können es anders sein? Also hier ist okay, Glück gehabt. Und ich dachte schon, es wäre irgendwo in nirgendwo.
So. Die werden wir bald nicht mehr brauchen. Dann, also ein aktueller Abfall. Da werden wir keinen Stahl mehr, trotz den 2 Dingern hier. Ey, wegen diesen scheiß Nähmaschinen, ganz ehrlich. Da steigt das Eisen wiederum wieder. Okay, mache auch noch einen 3. Hochofen an. Genau. Ich denke, das passt, Freunde. Auch hier haben wir noch ein bisschen mehr Fischöl und Bananenplantagen an. Weil die Arbeit dafür hätte ich ja theoretisch. Dann kann ich die nachher hier dann einfach dran rüberbringen, die Waren. Und doch wiederum wieder mehr Großküchen machen. Also die Großküchen bleiben hier. Das werden wir dann doch so machen. Da kann ich vielleicht sogar doppelt so viele machen. Ja. Warum lasse ich sie überhaupt in meine Nähe? Das frage ich mich auch. So, wir haben keine Stahlträger mehr. Super, darf ich mal aus der neuen Welt holen. Ich habe jetzt zufälligerweise noch irgendwie einen alten Schiff hier. Ne, ist alles besetzt. Wie sieht es denn hier aus? Part ist eh vorbei. Inaktive Schiffe. Ich brauche wegen Materialien, was ich verschieben möchte. Ja, komm. Du musst ein paar Stahlträger holen und Fenster können einen Schaden. Aber gut, wenn ich so ein Schiff nehme oder ein anderes Schiff, das ein bisschen mehr Stauraum hätte. Ich glaube, Fenster habe ich natürlich auch keine mehr, aber. Obwohl, seien wir ehrlich, ich brauche so selten Fenster. Aber wenn ich mal bräuchte, wäre ich trotzdem froh drum. Na egal, komm, ich halt zweimal hin und her. Was? Ah. Noch mehr Waren. Ach du Scheiße. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Dann schicke ich dich. Neue Welt. Ne, das ist eine neue Insel. Ja, komm, Prosperity. Mach's dich mal auf den Weg, wa? Genau, haben wir also viele Großküchen für Fischöl und Bananen. Fischöl können wir mal gucken, ob wir überhaupt noch so viel brauchen. Wir müssen auf die Tortillas noch vorschauen. Wie das geht? Dafür brauchen wir sie auch. Bananenfelder. Können wir zum Teil durch andere Felder ersetzen, sei es Mais, sei es Kaffee. Das können wir mal gucken. Dann kann ich auch die Insel hier bedienen quasi. Wo ist jetzt das Schiffchen hier? Achtung, Ja, das kommt halt Admiral natürlich Gegenwind, anwesend. wa? Scheiß, die wandern, hey. Aber gut. Freunde, es hilft trotzdem nichts. Ich muss hier die Folge beenden. Tut mir leid. Bö. Wieder mal eine neue kleine Insel geholt, die aber, glaube ich, oder mal behaupten, trotzdem ihre Vorzüge hat. Klein, aber fein wird das schon funktionieren, Freunde. Und wie wir hier hoffentlich die neue Welt ein bisschen revolutionieren werden, wobei revolutionieren ist ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen auf Vordermann bringen vor allem, das und vieles mehr hoffentlich in der nächsten Folge zurück bei Anno 1800. Zusammen mit dem DLC Dächer der Stadt, aber davon merken wir aktuell noch nicht sehr viel. Hey. Bis dahin, bye bye. Schiffchen, bleibst du bitte stehen. Wir krachen zusammen, das Schiffchen. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Ich hätte das jetzt anders formuliert, aber okay. Ciao, ciao.